So, an dieser Stelle ein großes Hallo an unsere beiden nächsten Gäste, auf die ich mich sehr freue, auf die Brings-Brüder. Schön, euch zu sehen. Ihr Lieben, habt ihr in diesem Jahr schon mal angefangen zu grillen? War überhaupt die Zeit da? Ja, war ja schon mal richtig warm. Also, Das stimmt, aber ihr seid ja relativ viel gerade unterwegs. Also insofern ist überhaupt Zeit für eine Grillparty? ach ja, das geht spontan. Ne? Mal kurz auf die Terrasse, Grill aufmachen und so. Doch, das ich habe schon gegrillt dieses Jahr. Dann wollen wir mal gucken, ob wir den Maßstab, den ihr an eurem Grill festgelegt habt, ob wir den heute toppen können. Mit Mangold. Ist Mangold euer Ding? Ja, gerne. Mag ich sehr gerne. Ja, Gott sei Dank. Wir haben jetzt gerade auch nichts anderes, was wir servieren könnten. Mag ich sehr gerne. So kurz überlegt, so hoffentlich sind es keine Vegetarier. Ne? Wir hätten sonst noch vegetarisches Sesam, Ja, aber das wäre es dann auch. weil das Steak schon die Hauptrolle spielt hier. Guck mal, wie schön das Ding ist. Ja, das hast du aber wirklich wieder genau on time rausgeholt. Ich weiß nicht, ob das bei mir so zu Hause geklappt hätte. Ah, guck mal. Aber Peter, das ist genau die Frage, die ich hier seit 8 Jahren stelle. Warum verbrennt sich keiner? Die packen hier alle in die Töpfe rein. raus, der packt das an. Also, Olaf, warum hast du einen Teflonfinger oder was ist los? Du bist einfach das gewohnt, dass es heiß ist und dann ignorierst du das einfach, dass es weh tut. So einfach ist das. Guck mal, 2 hätte ich schon mal fertig. Wenn du magst, kannst du die schon nach vorne Ja, aber sehr, sehr gerne. kommen dann gleich mit den beiden anderen Schönheiten hier hinterher. Auch wenn es so aussah, als wäre es jetzt schon kalt gewesen, ich würde euch zur Vorsicht raten. Wer möchte welchen Teller? Gibt es da Futterneid unter Brüdern? Nein, das gibt's überhaupt nichts. Gar nichts. Wow. So. Und kann das mit eurem Grillgericht... Also ich kann überhaupt nicht grillen, das würde ich nie hinkriegen. Das heißt, was gibt es bei dir zu Hause? Nö, wir gehen dann, ach ich bin ehrlich, bevor ich einen Grill auspacke oder so, dann gehe ich lieber irgendwo essen. Will ich nicht. Wenn dann, Willkommen in meiner Welt. Da sieht es nicht anders aus. komm aus Ehrenfeld, hast du Hunger, gehst du Döner. Wow. Ja, das sieht schon sehr, sehr gut aus. Dankeschön, Das sieht Olaf. super aus, ja. Das hast du wirklich schön auch angerichtet. Olaf, hi. Stefan, Schön, dass ihr da seid. Ja, dem kann ich dass mir nur du da anschließen. Freue mich sehr. Ich weiß, ihr habt gerade eine Menge um die Ohren, deswegen schön, dass ihr bei uns noch mal vorbeigekommen seid. Aber wer so fleißig dann eben noch mal bei uns im Studio ist, kriegt auch was zu essen. Guten Appetit, so muss das sein. Und wie sich das gehört, ihr dürft jederzeit gerne sagen, wie es euch geschmeckt hat, und zwar ehrlich. Das sieht schon so super ja, aus. was soll da falsch dran sein? Wahnsinn. Wow. Ja, echt super. Okay, ich habe es mir auch voll leicht gemacht. Das ist einfach ein super gutes Steak. Ne? Aber ich sag, das würde mit Hähnchen auch gut schmecken. Ne? Ja, wir haben eben konnten in der Garderobe, konnten wir euch zugucken, wie ihr gekocht habt. Ich habe gedacht, da ist ja eine halbe Kuh liegt ja da drauf. Das war ja so 2 Kilo bestimmt, oder? Ja, aber die habe ich natürlich nicht genommen. Die ist nur Show. Ne? Die liegt und die packe ich gleich wieder ein und nehme die wieder mit nach Hause. Hat ja ein langes Wochenende offenbar. Da habe ich ein Auge drauf, dass das keiner von euch einpackt. Ey. Ja, da kannst du noch ein bisschen hängen lassen, das wird ja besser. Das stimmt. Peter, was sagst du? Hervorragend, wirklich. Also, das hat mit dem Grillen zu Hause nichts zu tun. Das ist eher so Sternekochmäßig. Darum lasse ich das auch. Genau, Aber das ist wirklich Das total schon. einfach so nachzumachen, wenn du das Fleisch vorher so ein bisschen anwärmst im Ofen. Und das halt quasi schon die Temperatur hat, die es braucht. Und dann noch mal kurz von beiden Seiten volle Pulle anbraten. Bam. Kerntemperaturfühler rein, 52 Grad ist immer richtig. Dann ist es richtig, richtig gut und so einfach. Ne? Ich wollte gerade sagen, das ging ja jetzt relativ schnell. Sie haben es ja gerade selber gesehen. Also da war jetzt kein riesen Hexenwerk dabei. Was sagt ihr denn zum Mangold? Da bin ja ich persönlich sehr begeistert von. Das hat jetzt nicht diesen Spinatton, den du gesagt hast. Es hat ein bisschen was Rustikaleres. Aber mit Sojasauce ist das für mich ein Highlight. Was sagt ihr? Ich fand auch gerade genau mit der Sojasauce. So kann ich das auch nicht. Ich würde das direkt mal fragen, gibt es verschiedene Mangold-Sorten? Also, weil das schmeckt ja jetzt anders wie, ich kenne ja auch Mangold. Aber es gibt ja grünen, roten, was ich ja eben gesehen Ja, habe. genau. Und wir haben jetzt hier den roten, der ein bisschen aromatischer ist. Ne? Also der hat dann ein bisschen mehr Power als jetzt die anderen Sorten. Ne? Der ist wirklich richtig kräftig. Und dann schmeckt das halt ein bisschen erdiger, was ich eben gesagt habe. So, ne? So Richtung rote Intensiver, Beete ne? auch, empfinde ich, geht das ein bisschen fast. Ja, stimmt. Weil rote Beete hat ja auch so was Erdiges, Ja, genau. Fruchtiges. Ne? Da ist bestimmt viel Eisen. Und die Stängelchen Das sind ist bestimmt so, super die gesund, ey, Stängelchen auf jeden sind Fall. echt ein bisschen wie Rhabarber, ne? Ja, das ist, Die haben das das ist so ein ist bisschen gut. knackig. Ne? Ja, Ich habe das die ist ein bisschen schön. länger gegart, die Stängel, aber sind immer noch richtig knackig, die Teile. Ne? Super. Hab ich noch ein bisschen gekonnt. Wir machen ja noch mehr aus Mangold. Das ist unser Star des Tages, können sich darauf freuen. Und die nächsten beiden Stars des Tages sitzen ja hier und essen gerade mit mir. Schön, dass ihr da seid. Wir gucken auf ein ganz besonderes Jubiläum. Brings gibt seit 35 Jahren und das muss gefeiert werden. Wir gucken uns mal ein paar Stationen der Karriere an. Nur wir zwei, jong door je blijven. Nur wir zwei machen het goed. Die jungen Brings, so fing es an.
Und hiermit kam 2001 der Durchbruch. Und so kennt man sie heute überall. Polka, 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 vom Ring bis an die Wolga. Polka, 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 der Viktor und die Olga. Aus dem Karneval sind sie nicht mehr wegzudenken und rocken die Hallen quer durchs Land. Und Brings zeigen Haltung. Wir sind Brüder, wir sind Schwestern, ganz egal, wo wir sind. Glaub mir, die Liebe gewinnt. 35 Jahre Brings. Und jetzt sind sie bei Hier und Heute, Stefan und Peter Brings. Ja, das ist wirklich geil. Schön, dass ihr hier seid. Jungs, wenn ihr diese Bilder seht, da sind ja einige Stationen der Karriere drin. Was macht das mit euch? Wird man da demütig oder sagt man, Mensch, guck mal, wie wir mal aussahen, 35 Jahre später sitzen wir bei Hier und Heute. Was geht da im Kopf los? Ja, manchmal ist so, ne, wenn man sich das anguckt, kann man gar nicht glauben, dass es so lange her ist und was so passiert ist in der ganzen Zeit. Ich werde oft demütig. Ich finde es super, dass wir immer noch zusammen sind, dass wir immer noch spielen. Das ist ja nicht, das hätte ja auch anders kommen können. Ne? Ja. Ja. Ich sag mal so, wir haben hier ein Bild von euch. Da sieht man, da seid ihr noch Ja. sehr jung. 97 war das ungefähr. Wo war das? Köln auf jeden Fall. Nee, das Hohenzollernbrücke ist, ist. ja, das ist doch Köln. Ja, doch. Ja, hinter uns ist die Hohenzollernbrücke und der Dom, da wo man halt so rumsteht in Köln. Ne? Da gibt's was Schönes. Bei dem Foto gerade hast du gesehen, der Christian hatte da eine Mütze an. Unser Schlagzeuger. Ja. Da war der noch nicht so lange bei uns. Und Christian hatte als junger Mann, genauso wie Peter, nicht so lange Haare. Und dann hat er mal erzählt, innerhalb von ein paar Monaten hatte sich das erledigt. Schiller war ausgefallen. Und dann hat der Christian sich so lange nicht getraut, die Mütze auszuziehen. Irgendwann haben wir den dann so weit gehabt. Und der ist ja ein totaler Charakterkopf. Der hätte die Mütze nie gebraucht. Ja. Und das war echt das, wo ich das immer sehe. Das war, Wie lange das her ist. wir haben ja schon auf den eingeredet, soll die verschwitzte Mütze ausziehen. Aber guck mal, das ist ja auch schön, weil da sieht man, selbst als Band entwickelt man sich so intern weiter, man unterstützt sich dann dabei oder nicht. Ich meine, 35 Jahre als Band zusammen zu funktionieren, so lange halten ganz viele Ehen nicht. Was ist das Rezept, warum hat es bei euch geklappt? Ich denke mal so, wir hatten uns alle keinen Plan B in die Tasche gelegt. Für uns war klar, dass wir Musik machen wollten. Ja, das ist ganz wichtig in so einem Moment. Wir haben auch Bandmitglieder gehabt, es waren Leute in der Band, die hätten was anderes machen können, hätten aussteigen können. Haben wir nicht gemacht, wir sind zusammengeblieben. Auch durch die ersten 10 Jahre am Anfang war das sehr spannend und so am Ende, so nach 9, fast 10 Jahren, sah es so aus, als wenn die Band als wenn es nicht weitergehen würde. Wir waren aber schon an einem Punkt, dass wir Familien hatten, Verantwortung hatten und war halt nicht mehr nur noch Sex, Drugs und Rock'n'Roll, sondern war auch schon echtes Leben angesagt. Und dann kam Super Zick, das war unsere wirkliche Rettung. Dadurch sind wir bundesweit bekannt geworden, sind in den Karneval gekommen, konnten große Konzerte wieder spielen und das hat nachher geendet im Fußballstadion in Köln. Also es sind Sachen passiert, die hätten wir uns gar nie vorstellen. Zum 30-Jährigen habt ihr mal richtig ordentlich Gas gegeben im Stadion, da war richtig was los. Super Zick kam dann wirklich als Erfolg raus 2001. Merkt man, wenn man so einen Song schreibt, das könnte was werden, das könnte ein großer Brocken werden, der uns auch karrieretechnisch nach vorne katapultiert? Ich weiß, was du meinst. In dem Fall war das völlig anders. Echt, wie war's? Das war genau der Punkt, wo Peter erzählt hat, die Band, also wir konnten schon noch spielen, aber wir haben gemerkt, das geht nicht weiter. Und dann hat der Peter trotz allem einfach Super Zick war ein Geburtstagsständchen an die Band, also an uns selber. Dafür ist es geschrieben worden. Und in der Plattenfirma waren 2, Stefan und Walter, so richtige Kölner, die haben gesagt, Jungs, das ist ein Karnevalshit. Und wir hatten ja mit Karneval gar nichts zu tun, beruflich nicht, sonst, wir sind ja Kölner. Und eigentlich war die Idee, das in die Kneipen zu verteilen, weil das in den Karneval passt, das waren gar nicht wir selber.
Lustig, aber letztlich ist es ja dann doch ein Geburtstagsgeschenk, nicht nur vom Lied her an euch selbst gewesen, sondern auch von dem Erfolg, der damit gekommen ist. Ne? Ja, natürlich. Ja. Ich weiß ja nicht, wenn das 2000 ist es veröffentlicht worden, 2001 haben wir die erste richtige Session gespielt mit, sag ich mal, über 70, 80 Auftritte. Das war dann schon zu der Zeit viel, weil es dauert immer eine Zeit lang, bis du in diesem Karneval angekommen bist. 2002 haben wir dann schon eine Session gespielt mit weit über 160, 70 Auftritten. Und dann bin ich an einem Abend vom Friesenplatz nach ich wohnte damals in Ehrenfeld in der Försterstraße und dann zu Fuß gegangen, weil kein Taxi oder so war. Und aus wirklich fast jeder Kneipe gefühlt kam diese Nummer. Und es hörte sich so an, als wenn wir da drin am Spielen waren. Alle waren am Singen. Da bin ich nach Hause gefahren, da haben wir telefoniert, da habe ich gesagt, ich glaube, wir haben einen richtigen Hit. Und so ist es dann gekommen. Und Jungs, was man nicht vergessen darf, es gibt ja viele Bands, die bringen einen Hit raus, der ist dann für eine Saison, ist der mal so richtig angesagt und klar, der bleibt dann immer so im Kopf. Aber dieses Lied wird ja jedes Jahr wieder rausgeholt. Das ist jedes Jahr ein Garant dafür, dass die Leute feiern, Spaß haben und mitgrölen. Es ist ein Evergreen, den ihr geschaffen habt. Wie sehr weiß man das? Oder wann realisiert man, hey, wir sind ein Teil nicht nur vom Identitätsgefühl einer Stadt, sondern wir haben ja was geschaffen, wo viele Generationen mit an Bord genommen werden? Weißt du, woran du das merkst? Wenn auf einmal Leute den Song singen, die noch gar nicht auf der Welt waren, als du den geschrieben hast. Dann merkst du, da ist irgendwas passiert. Ja, das ist wirklich daran. Wir stehen vor der Bühne, stehen 16-, 17-jährige Kids oder 20-jährige kommen zu uns und sagen, ey, Digga, bist Soundtrack von meinem Leben und so. Ja, für die ist es so. Die kennen, seitdem die auf der Welt sind, kennen die unsere Musik, egal was das jetzt ist, und sind damit groß geworden. Für uns waren das die Blackfish. Das war der Soundtrack unseres Lebens. Also, ist aber auch ein Riesenkompliment, oder? Es geht aber, das ist auch, Wahnsinn. Es geht aber auch umgekehrt, dass sich manchmal Leute bei uns melden, die waren dann vor 25 Jahren oder 26 Jahren, als das rauskam, schon über 50 und würden jetzt gerne wiederkommen und hätten gerne einen Sitzplatz. Wir machen uns langsam Gedanken darüber, Teile von unserem Stammpublikum doch einen Platz anzubieten. aber das Schöne, was du gerade gefragt hast, wir haben das ja selber so erlebt. Meine Mutter war ein totaler Blackfish-Fan. Freitags wurde die Bude geputzt, da kam links und rechts rum, laut ging durch die Flure, dann wurde das Haus geputzt und wurde Blackfish gehört. Und für uns war es genauso. Also wir sind mit Songs groß geworden. Heute gibt es ja ganz viele Songs von denen, die 2, 3 Jahrzehnte überlebt haben oder noch länger. Ja. Und das ist ein totales Geschenk, wenn dir das passiert als Band, wenn ein Song so lange aktuell bleibt. Stefan, wie ist es, wenn man mit seinem Bruder immer ständig irgendwie in so einer Band zusammenhockt, immer Lieder macht, zusammenarbeitet? Ist das immer so ein Punkt, wo man sagt, boah, jetzt sind wir ja nicht nur familiär verbunden, sondern in der Band auch, irgendwann reicht's auch mal? Oder sagt man, nö, das ist ein Riesengeschenk? Ja, haben wir weg, halt immer die Kissen hier vor der Ohren. Ja. Nein, also ich weiß genau, was du meinst, aber es ist nach wie vor so, dass du so eine Band ist ja wie so ein kleines Familienunternehmen. Ne? Und wir sind ja jetzt, die gehören ja nicht zu den Bands, so, weil die so Weltstars, die gehen mal auf Tour, dann sehen die sich 2 Jahre lang nicht. So, wir sind ja, was du eben meintest, diese 35 Jahre, das ist ja, da ist auch das Wort mit Ehe gefallen. Das ist die wahre Ehe, weil wir spielen fast jeden Freitag, jeden Samstag, das ganze Jahr über. Da hängen ja auch noch Familien von den Technikern an. Das ist wie so ein kleiner Familie. Und wir sind ja jetzt nicht eine Band mit 5 Millionen Platten pro Album, wo du sagen kannst, jetzt mach ich mal 2 Jahre nichts. Das geht nicht. Wenn du so arbeitest wie wir, wie viele andere Kollegen in Köln auch, dann siehst du dich natürlich nicht täglich, aber 3-, 4-mal die Woche immer. Peter, bist du mit der Antwort zufrieden? Ja, total. Darum ist das auch mal, und gerade wir beide, wir sind immer die Ersten, die was besprechen. Ja. Und dann gehen wir damit zu dem Rest. Ja. Ich sage das auch immer ganz ehrlich. Ich habe total Glück, dass ich ihn habe. Das ist meine Lebensversicherung. Das ist aber schön, wenn sich Brüder so lange verstehen und wenn man merkt, die Chemie stimmt dann. Und es ist ja nicht nur so, dass man sich dann einmal im Monat sieht oder telefoniert, sondern man merkt ja, diese Band ist eine Grundlage, aber es muss ja trotzdem die Chemie stimmen, weil ich glaube, sonst bringt dir das Lebensgefühl auch nicht auf der Bühne rüber. Wie hast du denn reagiert, als Peter dann irgendwann zum schönsten Musiker gewählt wurde? Ach, damals, ja, mit dieser Zeit. Und das fanden wir alle super. Ja, alle? Ja, das fanden wir alle. Ja, mich verarscht die ganze wir Zeit. haben natürlich aufgezogen. Ich bin immer aufgezogen worden. Was hat der gesagt, der schöne Peter? Oder? Ja, keine Ahnung, der schöne Peter, genau. Was war da los? Erklär mal. Ach, keine Ahnung, da haben sie, ich glaube, da haben wir ein Album rausgebracht, allein der Titel schon, Hexensex, da weißt du schon Bescheid. Also wir hatten da auch irgendwie, wir gehörten auch damals in den 90ern zu dieser macho-mäßigen Hardrock-Abteilung, irgendwie Hemd auf. Dann wurde man mit Babyöl eingecremt, dann wurde die Windmaschine angemacht und dann kam Eike Poth, so ein ganz teurer Fotograf. Der hat Tagsagen, kostet 2000 €, hat der ein paar Fotos gemacht und dann warst du irgendwo in der Rock-Poppy oder was weiß ich was. Das war so Kalenderblatt, im Ernst. Also so ein richtiges Kalenderblatt gab es von mir.
wo ich dann zum bestaussehendsten deutschen Sänger gewählt wurde. Da kannst du aber nichts verkaufen. Naja, aber du hast Gar den Titel. nichts. Du hast den Titel, den nimmt ja keiner mehr weg. Gab es denn so skurrile Errungenschaften im Laufe eurer Karriere, wo ihr sagt, Mensch, da sind wir dann doch schon ein bisschen stolz. Ihr wart beim Yps-Heft oder irgendwas anderes drin, wo ihr sagt, Mensch, das ist so speziell, Weißt das du, haben wir mitgenommen, das ist was Besonderes. Es passiert jetzt gerade was. Es gibt eine Briefmarke für uns. Nein. Doch, ich glaube, mit Liebe gewinnt gibt es eine Briefmarke. Und da bin ich echt stolz drauf, weil das ist was bleibt. Also, es gibt ja Leute, die sammeln sowas auch. Und wer kriegt schon eine Briefmarke? Die Queen zuletzt, ne? Ja, Also, wow. Hallo, wo sind wir? Glückwunsch. Ne? Ja, das finde ich so, sind besondere Sachen. Ich fand es besonders, dass wir es zweimal geschafft haben hier zu Hause, dass fast die halbe Stadt ins Fußballstadion gekommen ist, mit uns zusammen gefeiert hat. Das sind Aber da war auch zum Beispiel, weil du uns Momente. gefragt hast, wo der Peter gesagt hat, bei einem der beiden Stadien, ich weiß gar nicht, erste, zweite, die lagen 5 Jahre auseinander. Ich glaube 20 und 25 Jahre war das. Und was ich immer bei uns echt bis heute mag, ist, da haben wir eine Nummer gemacht mit unserem Freund Eko Fresh, der so ein deutsch-türkischer Hip-Hopper ist. Und wir kennen den gar nicht, weil er der Hip-Hopper ist, sondern weil ich mit seinem Vater, mit dem Vater von Eko, mal eine Band hatte. Wir waren Bandkollegen. Eko ist ja viel jünger als wir. Auf demselben Konzert, war aber 3 Nummern später, haben wir eine Nummer mit Florian Silbereisen gespielt. Also wir unterschiedlicher haben könnte einen gar nicht Stinger, sein. und das mag ich eigentlich immer so gerne. Das haben wir immer gemacht. Und dann kam auch noch Tommy Engel auf die Idee. Der hat dann wieder ganz was anderes. Ja. Und das fand ich immer gut, weil Musiker werden ja ganz oft Schublade auf, rein, zu. Das funktioniert Und das zum ist Glück ein bei uns nicht. ganz wichtiger Punkt. Also ihr seid ja nicht nur die lila lustige Karnevalsband, die für gute Stimmung sorgen kann, das weiß man, sondern ihr habt auch immer eine Haltung und eine Botschaft dabei. Das ist nie irgendwie verloren gegangen bei Brings. Wie wichtig ist das in der heutigen Zeit, wo man das Gefühl hat, Mensch, die Welt ist ein bisschen durchgeschüttelt und man fühlt sich an der einen oder anderen Stelle doch schon bedroht aus der einen oder anderen Ecke. Wie erlebt ihr das, auch heutzutage noch eine Botschaft an den Tag zu legen? In einem unserer letzten Songs singen wir singen für die Freiheit, für unser Leben und die Demokratie. So wichtig wie jetzt war das noch nie. Das sagt eigentlich alles irgendwie. Ich glaube, es ist so wichtig, gerade jetzt im Moment, wenn man sich als Demokratin oder Demokrat fühlt, den Mund aufzumachen und laut zu werden. Also, und gerade Leute auch wie wir, die auf Bühnen stehen, müssen wir zu dem Ganzen. Ich bin Großvater, wir sind Väter, wir sind Großväter. Wir müssen einfach den Mund aufmachen. Ich will nicht zu der Generation, zu den Leuten gehören, wo nachher die nachkommende Generation sagt, warum? Alter, warum hast du den Mund nicht aufgemacht? Ne? Das geht gar nicht. Und nochmal, wir sind Deutsche, wir haben diese Verantwortung, diese Geschichte hinter uns und wir können nicht sagen, wir wussten nicht, was da kommt, wenn so ein Höcke da seinen Nazi-Dreck durch die Mikrofone und über die Fernseher. Wir müssen was sagen, das geht gar nicht anders. Ich könnte nicht schlafen, wenn ich still wäre. Das ist die Haltung, von der ich gerade gesprochen habe, das in diesen Tagen zu sagen mit einer klaren Botschaft. Das macht auch nicht jeder. Insofern, diese Frage muss man irgendwann beantworten vor seinen Nachfolgen. Warum hat man nichts gesagt? Die könnt ihr dann auf jeden Fall verneinen. Ihr habt was gesagt. Klar, aber wir kriegen auch mit, und das ist total wichtig, dass ganz viele Leute Angst haben, mittlerweile was zu sagen. Ne? Dass sie sagen, das bringt ja eh nichts, ich habe Angst. Und das ist genau das, was, sag ich mal, die Rechten wollen, dass man Angst kriegt, dass es still wird. Man darf nicht still werden. Man muss auch keine Angst haben. Man muss, klar, wenn du eine Meinung hast, dann kommt immer jemand, der eine andere hat, und man muss sich vielleicht auch verteidigen. Aber der schlechteste Berater ist Angst und Stillsein. Das ist das Allerschlechteste. Und dafür seid ihr seit mindestens 35 Jahren bekannt, dass ihr eine Meinung habt und eben wahnsinnig gute Lieder. Danke, dass ihr bei uns wart. Wir feiern mit euch gemeinsam und Sie können vor allem mitfeiern, denn wir verlosen 2 Tickets. Und zwar für den 3. Juli beim Kunstrasenfestival in Bonn. Da tretet ihr auf und wenn Sie mögen, dann gehen Sie ins Netz. Hier und heute.de, da gibt es die Tickets zu gewinnen für Brings. Und ich wünsche euch, dass es mindestens so legendär wird wie zum 30. Aber jetzt zum 35. Danke, dass ihr bei uns wart. Danke. Ihr könnt gerne euer Steak noch aufessen. Da habt ihr gar keine Zeit für. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dankeschön. Jungs, wie wäre es, in einer Mühle zu wohnen? Wäre das was für euch? In der Mühle? In der Mühle. Richtigen, echten Mühle? Ja, Ja, es gibt einen sehr bekannten Musiker, der sein halbes Leben in der Mühle gelebt hat. Hannes Wader. Wirklich? Ja, immer eine alte Mühle irgendwo in Norddeutschland gehabt. Ja, die war berühmt, da hat sich alles getroffen. Wir müssen gar nicht bis in den Norden gehen. Wir gucken mal in den Kreis Steinfurt nach Altenberge. Dort hat sich nämlich eine Frau tatsächlich eine Mühle geschnappt und mit ganz viel Mut das Ding restauriert und daraus jetzt wirklich einen Wohntraum für sich selbst geschaffen. Das ist sehr, sehr schön mit anzusehen. Danke euch, Jungs. Nichts ist frei.